Heute müssen wir natürlich, weil jeder andere auf YouTube in dieser Zeit, auf die Kirchglocken geht. So, Leute. Servus, hallo, Haberdere und herzlich willkommen zu einer knackfrischen Ausgabe Bayerisch für Anfänger. Heute müssen wir natürlich, weil jeder andere auf YouTube in dieser Zeit, auf die Kirchglocken geht. Nein, auf die zukünftige Zeit eingehen. Und die zukünftige Zeit, genau genommen heute in einer Woche, ist Weihnachten, ganz klar. Es gibt ein sehr altes Video von mir, wo ich um das ganze Thema Weihnachten ein bisschen umgegangen bin. Da habe ich auch noch ziemlich viel Hochdeutsch geredet in meinen Videos. Ich fange jetzt einfach mal von vorne an. Und zwar Weihnachtszeit. Advent haben wir alles schon mal durchgeredet. Wem das interessiert, erster Link in der Beschreibung. Das Weihnachtsvideo von vor 2 Jahren. Heute gehen wir aber ein bisschen näher auf bayerische Traditionen ein. Wir haben gesagt, die Weihnachtszeit beginnt mit dem Advent. Da haben wir unseren Adventskranz und die Adventskranzkerzen und ja, man schreibt Adventskranz mit PF, Advent. Am Anfang der Adventszeit ist dann der Nikolaustag, der 6. Dezember. Am Tag vor dem Nikolaustag, besser gesagt am Abend vor dem Nikolaustag, geht in Bayern traditionell der Nikolaus mit dem Krampus von Haus zu Haus, bis auch die Kinder rügt sie, wenn was nicht passt hat, und beschenkt sie eventuell. Dazu gibt es auch ein extras Video. Zweiter Link in der Beschreibung. Und dann geht's weiter. Weihnachten selber am Abend des 24. Dezember. Das haben wir auch schon im Video gehabt, aber jetzt geht's detaillierter. Am Heiligen Abend selbst ist ja die Christmetten. Die Christmetten ist die heilige Messe, sage ich jetzt einmal. Diese ja meistens oder vielerorts zweimal stattfindet, und zwar einmal um 5 Uhr, das ist die Kinderchristmetten, also die Kindermesse. Und die richtige Christmetten, da ist dann 10, 11 in der Nacht. Was passiert vor dieser Christmette? Ich sage es jetzt wieder, weil es bei uns ist. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, weil es bei euch ist. Bei uns ist es also so, dass eine halbe Stunde vor der Christmetten schon eine Blechmusik vor der Kirche, ein paar schöne Weihnachtslieder tröllert. Dann ist also diese Christmetten in der Kirche und dann ist also richtig Weihnachten, und zwar für 2 Tage. Erster Weihnachtsfeiertag, zweiter Weihnachtsfeiertag und dann ist ja Weihnachten schon wieder einmal. Aber was ist in diesen Nächten? Und jetzt kommen wir auf ein Thema zu sprechen, das relativ selten irgendwo vorkommt, und zwar Rauhnächte. Bei uns ist also der Gedanke oder der Volksaberglaube, sage ich einmal so, dass in einer sogenannten Rauhnacht, die sie bei uns regional näher am Heiligen Abend in der Nacht ist, die Tiere sprechen können. Mehr ist eigentlich bei uns nicht. Es ist aber bayernweit oder sogar deutschlandweit so, dass es mehrere Rauhnächte geben kann. Es gibt Regionen, da gibt es 12 Rauhnächte im Jahr. Es gibt Regionen, in denen in diesen Rauhnächten Berchten umeinander rennen auf der Straße. Es gibt Regionen, da haben alle Nächte zwischen dem 1. Weihnachtsfeiertag und dem 6. Januar Rauhnächte. Wenn ihr wisst, was bei euch ist, dann informiert uns doch gern mal. Das interessiert uns natürlich immer brennend. Dann, Weihnachten ist vorbei, wir haben zwischen den Feiertagen, was kommt als nächstes? Silvester. Silvester, der 31. Dezember, Jahresende. Und was passiert da? Da ist eigentlich bei uns nicht viel anders, weil in anderen Orten zusammenhocken, ein paar den Bleiges, was jetzt nicht so die bayerischste Tradition ist. Wir persönlich, der Reise und die anderen und ich, sind meistens bei uns im Bauwohn. Wenn ihr Bock drauf habt, dann schreibt es ein, dann machen wir auf Instagram heuer, wenn es wollt, mal so ein wenig einen Livestream vom Bauwohn aus. Da hat mich narrisch gefreut.
Und dann kommt Neujahr, der 1. Januar, der erste Tag im neuen Jahr. Was passiert da vielerorts? Es wird Neujahr ablaufen. Das heißt, Blaskapellen gehen durch den Ort, gehen von Wirtshaus zu Wirtshaus und dann Musikstückler spielen und das Ganze ist eben dann Neujahr ablaufen. Wortwörtlich ins Hochdeutsche übersetzt hat das quasi das neue Jahr anblasen heißen. An Heilig Drei König ist bei uns nach wie vor noch so am 6. Januar, dass an oder um den 6. Januar herum meistens Ministranten der Pfarrei verkleidet als Heilige Drei Könige umgehen, Spenden sammeln für irgendwelche guten Zwecke und dann quasi CMB und die Jahreszahl am Tierstock oben aufschreiben mit Kreide. Mancherorts gibt es auch schon mit Klebstreifen. Was die meisten nicht wissen, dass dieses CMB nicht für Kaspar, Möcher und Balthasar, und das waren die Namen der Heiligen Drei Könige steht, sondern für Christus, Mansione und Benedikat. Was das wieder ist, das könnt ihr gerne mal googeln, da wird es vielleicht ein bisschen gescheiter. Sorry dafür, dass in der letzten Woche wieder mal kein Video gekommen ist, aber die Vorbereitungen auf das im Vorher-Mach-Video genannte Fest im Flashlight im Bleistuhl waren einfach mal wieder zu anstrengend und die Nachbereitungen erst. Wir haben da regional sehr engagiert in Sachen Veranstaltungen, das ist ein oder anderen vielleicht schon aufgefallen, gerade auch mit Michel, den kennt ihr ja mittlerweile auch so. Oder so. Und natürlich kann man das dann auch hinten nachher schnell genießen. Das schmeißt echt ein schlechtes Licht an Michel. Den wird es aber in nächster Zeit mit Sicherheit auch noch öfter sehen. Der Rest, der hat ein bisschen viel Arbeit und ein bisschen scheiß Arbeitszeiten, deswegen ist es ein bisschen schwierig in Sachen Videos, aber ich denke mal zum Weihnachten wird es auch wieder besser, damit ihr auch wieder öfter in die Videos ist. Und wir sehen uns dann definitiv nächste Woche am Dienstag wieder. Heute ist ja Mittwoch und wir sehen uns am Dienstag und da gibt es dann eine nackfrische Folge, nicht bayerisch für Anfänger, sondern was anderes, ganz Spezielles. Wir sehen uns, wie gesagt, nächste Woche Dienstag. Servus, habert Ehre, macht es gut und seid freundlich. Schaut auf Instagram, Snapchat und Facebook vorbei. Wir sehen uns, habe die Ehre.